Würde mich freuen, wenn du dran bleibst. Wir sprechen über, wie kann ich unter dem Schutz des Höchsten leben. Ganz praktisch, 4 Steps. Wie kann ich mir zu Hause eine Burg des Friedens aufbauen? Wie kann ich zu Hause eine Ruhestätte finden und Kraft finden in meinem Leben? Also bleib dran. Würde mich freuen, dich zu sehen. Bis dann. Unter dem Schutz des Höchsten leben. Und zwar ist es mir auf dem Herzen, eine ganz praktische Message heute zu geben, wie du persönlich zu Hause in deinen 4 Wänden ein Ort des Friedens aufbauen kannst. Weil die letzten Monate habe ich immer wieder gemerkt, viele Menschen, die sind unterwegs, am Arbeiten, da Freundschaften, Hobbys. Und wenn wir draußen unterwegs sind in der Welt, dann gibt es immer wieder viele Herausforderungen, wo wir begegnen. Und dann kommen sie nach Hause und manchmal haben sie zu Hause den größeren Krieg, als wenn sie unterwegs sind. Und ich möchte euch ein paar Steps ganz praktisch helfen. Mein Herz ist es, dass wenn du heute nach Hause gehst, diese Message nehmen kannst und das praktisch anwenden zu Hause und einen signifikanten Unterschied merken kannst in deinen 4 Wänden. Und da ist es egal, ob du zu Miet bist, da ist es egal, ob du ein Eigentum hast, ein Haus, eine Einlegerwohnung oder ob du einfach der einzige Gläubige in deinem Haus bist und es mit deinem Zimmer machst. Im Jesaja 32,18 heißt es, mein Volk lebt an einem Ort des Friedens, in sicherer Wohnung, sorglos und ruhig. Und diese Wahrheit des Wort Gottes müssen wir Achtung schenken. Aus diesem Grund, wir müssen wissen, wir leben in einer Welt, normalerweise, du glaubst, was du siehst, das, was ich verstehe, das stimmt und alles andere ist falsch. Und wir müssen lernen, unser Leben auch in einem geistlichen Kontext anzuschauen. Epheser 6,12 sagt Paulus, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diesen gottlosen Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also Fakt ist, das, was du nicht siehst, ist realer als das, was du siehst. Wir müssen mit einem geistlichen Verständnis auch heute diese Message anschauen. Vielleicht verstehst du am Anfang nicht gleich jeden Punkt, das ist ganz egal, sondern es geht darum, es mit dem Herzen anzuschauen. Ich habe heute Morgen noch mal gelesen, im 1. Korinther 2 sagt Paulus, ich habe das nicht auf dem Screen, aber er sagt, der menschliche Verstand versteht nicht, was der Geist sagt. Du kannst es nachlesen, 1. Korinther 2, 12 und dann heißt es, für ihn ist es Dummheit. Ist noch interessant. Paulus sagt, wir müssen geistliche Dinge auch geistlich beurteilen. Und wenn wir jetzt diese 4 Steps miteinander durchgehen, müssen wir das immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich habe es geliebt, die letzten paar Messages von diesem Start vom Jahr, die Lea auch gepreacht hat, da hat er immer wieder gesagt und auch ausgesprochen, Josua 24,15, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist eine Aussage aus dem Alten Testament, aber eben nicht nur eine Aussage, sondern es ist eine Proklamation in die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und ich sage das über meiner Familie, meiner Frau, meiner Ehefrau, meinen 4 Kindern. Ich und mein Haus, wir wollen und werden dem Herrn dienen. Und genauso darfst du diese Proklamation für dein Leben nehmen. Der erste Step ist, du darfst dein Zuhause Gott weihen. Du sagst weihen, weiß nicht genau, was das ist. Im Alten Bund 3. Mose 27, 28 lesen wir, dass es möglich ist, sein Zuhause Gott hinzugeben. Und es steht sogar, alles, was Gott geweiht ist, ist Gott besonders heilig. Was bedeutet das?
Du darfst zu Hause in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deinem Zimmer eine Proklamation machen und sagen, hier, das ist mein Zuhause. Und in diesem Zuhause regiert Jesus. Und Jesus ist König über diesem Zuhause. Und ich möchte mein Zuhause diesem Gott weihen. Ich möchte es ihm geben. Alles, was ich habe, gebe ich dir. Du musst verstehen, also es ist ja schon angesprochen worden, ich habe einen Bauernhof mit Kühen, mit Land. Und da ist es wichtig zu verstehen, auch wir haben diesen Hof Gott geweiht, weil, um ganz ehrlich zu sein, dieser Bauernhof gehört nicht mir. Ich bin der Bewirtschafter und Verwalter, vielleicht noch auf dem Papier Eigentümer. Aber Jesus ist König. Er ist der Chef. Du findest keinen besseren Landwirt als Jesus. Der Heilige Geist ist der beste Betriebsleiter, den du dir vorstellen kannst. Er weiß alle Geheimnisse und führt dich in alle Wahrheit. Und er hat immer das letzte Wort. Und wir müssen verstehen, wenn wir diese Weihung vollziehen, dann ist das ein ehrliches Gebet. Du darfst deine 4 Wände diesem Gott hingeben. Deine Worte haben Kraft. Sprüche 18, 21 heißt es, Leben ist in der Kraft der Zunge. Ich habe es geliebt. Ich war letzten Sonntag da und ich habe gedacht, Leo, du greifst mir vor. Warum preachst du das? Wenn ihr da gewesen wärt, sonst müsst ihr es euch anhören. Er hat über diese von Wunden zu Wunder gesprochen. Er hat gesprochen, es braucht einen Sound, um ein Wunder zu kreieren. Warum hat er das so explizit erklärt? Weil wir müssen wissen, Gott hat nicht gearbeitet, als er die Welt gemacht hat. Er hat gesprochen. Er hat ausgesprochen, es werde Licht und es ward Licht. Und wir müssen wissen, dass Gott uns, in Jeremia hat er gesagt, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Das Wort dort heißt Debar auf Hebräisch, das heißt die erschaffende Kraft Gottes. Genauso hat er es in deinen Mund gelegt. Und da geht es nicht um Name it and claim it. Da geht es nicht um Wohlstandsevangelium, sondern da geht es um ein Bewusstsein, dass das, was ich sage, Kraft hat und eintreffen wird. Du kannst das nachlesen, in Hiob 22, 28, ich habe das aus der Amplified ins Deutsche übersetzt, ich möchte es zuerst auf Englisch lesen. You will also decide and decree a thing, and it will be established for you, and the light of God's favor will shine upon your ways. Du sollst dich für etwas entscheiden und es aussprechen, und es soll so für dich geschehen, und das Licht und die Gunst Gottes soll auf deinem Lebensweg aufleuchten. Ein ganz krasser Vers, also da fordert uns der Schreiber auf, nochmal bewusst zu sein, dass ich die Möglichkeit habe, Leben auszusprechen und etwas festzusetzen in die sichtbare und die unsichtbare Welt. Wenn ich eine Weihung vollziehe von meinem Zuhause, dann sei dir bewusst, es ist Gott besonders heilig. Du darfst ihm das geben und ich muss dir sagen, du musst noch nicht perfekt sein. Wir sind alle auf dem Weg. Aber du darfst, und das ist der erste Schritt, sagen, Herr, das, was ich besitze, das gebe ich dir. Weil ich dir eins sagen kann, wenn Jesus König ist über deinem Zuhause, dann wirst du erleben, was es heißt. Wenn du im Alten Bund liest, als die Bundeslade nach Obed-Edom gebracht wurde, das Hause Obed-Edoms war besonders gesegnet in dieser Zeit, weil die Herrlichkeit Gottes einen Ort hatte zu landen. Und die Leute kommen, sie übernachten bei mir, kommen auf den Hof, sagen, ich weiß auch nicht, ich habe so gut geschlafen, mir geht's so gut, was ist da los? Und du kannst keine Ehre für dich selber nehmen, sondern du kannst nur sagen,
Es hat einen König gegeben, der sein Leben bereit war zu geben, um etwas aufzubauen in meinem Zuhause, das ich nie hätte möglich machen können. Und das ist der erste Punkt, diese Weihung. Jeder von uns kann das. Der zweite Punkt, das Abendmahl und das Salben. Wir haben, und das liebe ich auch an unserer Church, wir haben das Buch von Leo und Susanne, wir haben so viel über das Abendmahl gelehrt und wir müssen verstehen, dieses Abendmahl zu nehmen, über unserem Zuhause, nicht zuerst persönlich für dich, für dein persönliches Leben, sondern für dein Zuhause, ist etwas, das die Bibel uns auffordert. Wir sehen im Alten Testament dieses Beispiel, als dieser Todesengel an diesen israelitischen Zuhause in Ägypten vorbeiging und Gott ihnen nochmal gesagt habe, nehmt das Blut des Lammes und streicht es an diese Türpfosten. Warum? Ich habe es auf dem Screen. Das Abendmahl ist nochmal ein Erinnern an diesen Opfertod unseres Gottes, der den ultimativen Sieg über Tod und Teufel errungen hat. Die Marienschwestern haben es so ausgedrückt: Dein Heiligblut sei hier der Schutz und biete des Feindes Anschlag Trutz. Und das ist die Wahrheit. Liebe Freunde, wenn ich euch heute Morgen etwas in euer Herz hineinstiften darf: Es gibt keinen größeren Schutz als das Schutz dieses Lamm Gottes, dieses vergossene Blut, wo jeder Dämon und Teufel erzittert und sagt, was haben wir mit dir zu schaffen? Quäle uns nicht vor unserer Zeit, als Jesus diesem Gadarener entgegengetreten ist. Weil dieses Blut mächtiger ist als alles, was der Teufel aufbringen könnte gegen unsere Leben. Amen. Und versteht ihr, genauso das Salben, wenn du Öl nimmst und dein Zuhause einölst, ist es genau mit diesem Hintergedanken, mit diesem Konzentrieren, mit diesem Ich will diesem Gott das widmen. Als ich vor 5 Jahren aus unserem Stöckli rausgezügelt bin in unser Elternhaus, da waren wir schon zu 6. Und wir haben dann unser Haus noch umgebaut, gestrichen und du weißt, das ist dann immer Tohuwabohu, da geht viel ab. Und dann sind wir dann endlich hineingezogen, Freunde haben uns geholfen beim Zügeln. Und dann haben wir dann die ersten 1, 2, 3 Nächte da geschlafen. Und irgendwie komisch, aber wir haben es nicht gemerkt, unsere Kinder, die schliefen richtig schlecht. Die haben Albträume gehabt und du musst wissen, wir haben bei uns keine Albträume. Ich will nichts mit dem Teufel zu tun haben. Wir wollen im Frieden schlafen. Und wenn mal ein Teufel aufkreuzt in unserem Zimmer, sagen wir, raus! Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Hier regiert Jesus. Und dann weiß ich noch, wie es heute war. Am 4. Tag kam mein kleiner Kaleb, er war damals 4, hat mich am Abend etwa um 6 Uhr an der Hand genommen und gesagt, Papa, bevor wir dieses Haus nicht eingesalbt haben, gehe ich nicht mehr zu Bett. Jetzt musst du dir das vorstellen, jetzt musste ein 4-Jähriger dem Dominik Haab erklären, was zu tun ist. Und dieser Vater im Himmel hat einfach Humor. Und dann haben wir nochmal diesen Orangensaft ausgepackt und haben dieses Abendmahl gefeiert mit den Kindern und haben uns nochmal gefreut und dieses Blut dieses Jesus nochmal proklamiert über diesem Zuhause. Und das ist keine religiöse Übung. Da gibt es kein Textbuch. Das musst du dann sagen und so muss es dann sein. Da kommt's alleine auf das Herz an. Und du machst das nochmal mit Freude. Und du nimmst dieses Abendmahl und du rennst mit diesem Ölfläschchen durch das Haus und widmest dieses Haus nochmal Gott oder dieses Zimmer. Und dann kommt genau das, was ich am Anfang gesagt habe, dann kommt dann ab und zu unser menschlicher Verstand und sagt, ist noch alles gut. Ist ein bisschen komisch.
Ich mag mich erinnern, als ich im 2018 meinen Melkroboter gekauft habe. Da ist er gekommen und wir haben ihn unten in der Garage in Einzelteile war er da aufgebaut, bevor wir ihn draußen in Betrieb genommen haben. Man hat dann ja sich mit diesem Roboter-Thema auseinandergesetzt und man wusste, hoffentlich funktioniert es dann. Man hat Betriebe gesehen, da funktioniert es. Dann hat man Betriebe gesehen, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Und da bin ich nochmal mit diesem Ölfläschchen in diese Garage hinein und habe diesen Melkroboter nochmal Gott geweiht und habe ihn nochmal eingesalbt. Und jetzt bin ich im 6. Jahr. Und ich habe letztes Jahr 800.000 Kilogramm Milch aus einem Roboter gemolken. Du findest nicht 5 Betriebe in der Schweiz, die das erreicht haben. Und letzte Woche war ich mit meinen 2 Servicetechnikern Mittagessen. Und wir haben geredet und sie haben gesagt zu mir wortwörtlich, wir haben schon ein paar Mal zusammen ausgetauscht. Wie ist das nur möglich? So viel Milch aus diesem Roboter und so wenig Störungen. Dann habe ich gesagt, ich kann es euch sagen. Danke, Jesus. Versteht ihr? Du darfst dein Auto, das du kaufst, diesem Gott weihen. Keine Montagsmaschine. Wir müssen geistlich denken, weil wir wissen, wir lieben Jesus und wir widmen ihm unser ganzes Leben. Weil deine Worte, dein Handeln haben effektive Auswirkungen auf dein Leben. Versteht ihr? Ich habe momentan unsere hochleistende Holsteinherde ist wunderbar unterwegs, die mir auf den sozialen Medien folgen. Die meisten haben ja keine Ahnung, was ich da poste, aber wir melken momentan über 43 Liter Schnitt und es ist nicht normal, weil letztes Jahr war ein schwieriges Erntejahr und ich habe wieder x Telefone von Landwirten, die sagen, wie ist es möglich? Dann sage ich, wir haben Maisproben gemacht und ich möchte euch noch mal erklären, diese Kraft, die in diesem Wort Gottes liegt. Wir hatten Sturm am Mais, wir hatten Hagel. Ich mache schon über 25 Jahre Silomais und der Mais sah von außen durchschnittlich aus. Und jetzt haben wir Proben gemacht, die werden immer beprobt, unsere Grundfutterwerte. Und eine kleine Introduction in Fütterung. Es geht um die Grammstärke im Mais, die dann verfügbar ist für die Kuh. Und wir reden bei einem guten, normalen Maisertrag zwischen 330 und 360 Gramm Stärke pro Kilogramm. Und jetzt ist dieser Wert bei mir 410 Gramm. Und sie sagen, warum? Und ich sage nochmal, ich habe letzte Woche 2 Leute auf dem Betrieb gehabt und ich sage, weil ich schäme mich nicht für das Evangelium. Sage ich nochmals, ich weiß es auch nicht, aber was ich weiß, wir arbeiten mit einem Gott zusammen, der mehr Möglichkeit hat. Und ich mag mich erinnern, ich bin viele Male mit meinen Kindern im Auto an diesen Maisfeldern vorbeigefahren und du wirst mich immer das Gleiche hören. Ich segne diesen Mais im Namen von Jesus Christus. Du wirst mehr Stärke haben als je zuvor. Genau gleich beim Gras, genau gleich beim Weizen und beim Gerste. Da ist es genau gleich, ob du zu Hause bist mit deinen Herausforderungen. Du sprichst Leben und Segen und etwas passiert im Unsichtbaren. Weil diese Engel, sie hören zu und sie führen aus. Und ich möchte euch diese Storys erzählen, weil es muss ja aus dem Leben sein. Und dann hast du keine Erklärung, du hast nur Erklärung, dass du mit einem Gott zusammenarbeitest, der mehr Möglichkeiten hat als du. Amen. Und wenn ihr dieses Abendmahl nehmt, dann weiß ich noch, im 2020, als wir den Hof übernommen haben und als ich letztes Jahr noch einen zweiten Hof dazu gekauft habe, als wir dieses Land nochmal eingenommen haben, haben wir dieses Abendmahl auch über diesem Land nochmal genommen. Also wenn du ein Haus hast und einen Garten, dann wirf nochmal dieses Abendmahl, dieses Blut und dieses Brot auf diesen Boden. Warum? 1. Mose 4,10, aber Gott entgegnete,
Was hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde her zu mir. Die Geschichte von Kain und Abel. Wir müssen wissen, auch ein Boden vergisst nicht, hat ein Gedächtnis. Und wir nehmen dieses Blut und sagen nochmal auch all das, was in diesem Haus, in dieser Wohnung passiert ist. Wir legen dieses Blut von Christus darüber. Und wir fangen nochmal neu an. Und das ist unglaublich powerful, weil dann kommt etwas in die Kraft. Weil wir vertrauen nicht auf unsere menschlichen Stärken oder unser gut Benehmen oder unser Recht leben, sondern wir vertrauen auf dieses erlösende, kraftvolle Blut dieses Christus. Da möchte ich auch einfach so ermutigen. Nehmt dieses Abendmahl und dieses Salben und macht es zu Hause. Mit den Kindern, mit dem Partner, alleine. Und ihr dürft es immer wieder machen. Und dieser dritte Step, geht mit diesem offenen Herz dann durch dieses Haus und putzt dieses Haus mit dem Heiligen Geist. Dann gibt es vielleicht Dinge, wo du dich trennen musst. Dann wirfst du deine Harry Potter Bücher raus, weil du mit Hexerei nichts zu tun haben willst. Und dein Traumfänger, wo eine wunderbare Einladung ist, damit du sagst, hey, ihr dämonischen Mächte, kommt doch rein. Raus mit dem. Du fängst an mit diesem Herzen zu wissen, ich muss keine Angst haben, ich darf mich auch von Dingen trennen. Als Menschen zu Jesus kamen in der Apostelgeschichte, haben sie ihre Zauberbücher verbrannt. Wir denken immer, das sind dann da, die so wie die Hexen angezogen waren, haben dann ihre Bücher verbrannt. Versteht ihr, wie viele Sachen in unserem Haus raus sollten? Weil wir es merken im Herz. Wir müssen verstehen, wenn wir zurückgehen, ich habe mich die letzten Jahre so viel mit diesem Thema beschäftigt, wenn wir Freunde haben, die jetzt mit Christus unterwegs sind, die früher in Okkultismus und Hexerei waren, dann müsst ihr wissen, diese Menschen sagen, hey, wir können ohne Probleme Gegenstände verfluchen. Und du bringst sie in dein Haus. Nimm doch alles, was du in dein Haus nimmst und segne es zuerst. Das habe ich meinen Kindern gelehrt, egal was sie mit nach Hause bringen, sage ich immer, hast du schon gesegnet? Dann sagen sie, ja, Papi, habe ich gemacht. Warum? Es ist wichtig, dass wir ein offenes Herz haben und alles, was in mein Haus kommt, soll diesen Jesus preisen. Und wir segnen es nochmal. Ich möchte eine Story erzählen, als meine Frau mit dem ersten Kind schwanger war, mit Timea, war eine wunderbare Schwangerschaft und plötzlich im 6. Monat Riesenschmerzen da an der Niere auf der Seite. Wir waren beim Arzt, im Spital, keiner wusste, was es war. Und dann, wir haben gebetet, nichts ist passiert, ruft plötzlich ihre Mutter an. Ihre Mutter, auch eine leidenschaftliche Nachfolgerin von Jesus, hat gesagt, du, ich habe so den Eindruck, habt ihr in der letzten Zeit eine größere Anschaffung gemacht in eurem Haus und das nicht gesegnet? Und sagen wir, interessant, dass du sagst. Vor 3 Wochen habe ich meiner Frau ein großes Aquarium gekauft mit Fischen. Ja, mach doch das, segnet doch dieses Aquarium noch. Dann haben wir noch mal dieses Öl hervorgenommen, dieses Aquarium gesegnet. Und du glaubst es nicht. Der Schmerz ging weg und kam nie mehr zurück. Du sagst jetzt, ja, war es jetzt wirklich das? Geht gar nicht um das. Es geht um das Herz. Es geht darum, dass ich vertraue, dass der Heilige Geist zu mir spricht und dass ich etwas tue, wenn er etwas von mir verlangt. Und da geht es nicht um, oh, muss ich jetzt Angst haben, ist alles verseucht in meinem Haus. Nein, da geht es darum, ich regiere und ich segne oder ich werfe fort. Vor 2 Wochen ein Telefon gehabt, ein guter Freund, einer meiner besten Freunde, ist ein Haus gezügelt. Und sie waren dort und sind leidenschaftliche Nachfolger von Jesus. Und sie waren in diesem Haus und 2 Tage eingezogen, haben beide einen Tinnitus gekriegt auf dem einen Ohr. Und sie sagen, das ist nicht normal, wir hatten das noch nie, wir sind gesund, was war das? Sie waren am Beten, nichts passierte. Und am 3. Tag kam er
die Treppe runter und hat das große Bücherregal gesehen. Und es war wie ein Buch hat geleuchtet. Und sie hatten noch 2 Freunde, die zu Untermiet waren. Und das waren Bücher, die er mitgebracht hat. Und er hat dieses Buch rausgenommen und er hat drin geblättert und hat gemerkt, es ist ein absolut okkultes Buch. Da geht es darum, ich bin Gott, keine Sünde mehr, ich kann alles. Und er hat dieses Buch genommen, wie er es von mir gelehrt hat, raus, angezündet, rein. Und du glaubst nicht, am gleichen Tag haben sie mich angerufen, beide Tinnitus weg. Was ich damit sagen möchte, wir müssen unser Haus auch mit dem Heiligen Geist putzen und keine Angst haben, etwas wegzuwerfen. Mein geistlicher Vater hat immer gesagt, wenn du nicht sicher bist, ob du es fortwerfen sollst, dann mach es. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ist noch eine krasse Herausforderung. Aber dann hat er mich noch etwas gesagt. Hat er gesagt, weißt du, wenn du dich von etwas trennst, weil du Gott liebst, egal ob es belastet war oder nicht, das ehrt nochmal den Vater. Du ehrst den Vater nochmal, indem dass du bereit bist, etwas wegzugeben, wo du merkst, ich bin nicht sicher, ob es mir gut tut. So möchte ich euch ermutigen, dann immer wieder mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen und euer Haus zu putzen mit dem Heiligen Geist. Und der letzte Step, im Wissen, dass dieses Wort Gottes unglaublich kraftvoll ist, dieses Schutzdach aufrichten auf unserem Zuhause. Weil wir wissen, die Engel, die hören. Psalm 103 heißt es, ihr mächtigen Wesen, hört auf das, was gesprochen wird. Hört auf das, was das Wort Gottes sagt. Versteht ihr, da geht es nicht um Engelanbetung. Da geht es nicht um Engel zu sagen, was sie zu tun haben. Sondern da geht es um ein Bewusstsein, dass wenn ich mit dem Wort Gottes lebe, setze ich Aktivität der Engel frei und bin Jesus dankbar, der übrigens der Anführer der Engel ist, damit er uns Engel schickt, die uns helfen. Es ist im Fall real. Noch eine kurze Story, wir haben noch kurz Zeit. Als wir im Stöckli gewohnt haben, haben wir so eine große, Joel weiß, eine große Treppe nach oben, die da geplättelt ist, eine harte Betontreppe. Und dann war da meine Tochter, als sie begonnen hat zu laufen, da mit 1,5 in diesem Rolli drin. Und wir haben oben die Türe vergessen zuzumachen und sie ist da Vollgas runtergefallen. Also wirklich nach unten und wir waren da so, oh, was ist da passiert? Gott sei Dank war sie gesund, ist nichts passiert. Und dann wussten wir haben gebetet. Wir haben gesagt, Jesus, wäre es dir möglich, da oben an dieser Treppe einfach einen Engel zu postieren, der uns schützt, dass wenn wir irgendwie mal wieder vergessen, dieses Türchen zuzutun, dass keiner unserer Kinder mehr runterfällt. Und wir haben das einfach im einfachen Glauben gebetet. 2 Jahre später, ein Freund aus Amerika, ein Mann, den ich sehr schätze, der leider nicht mehr lebt, der eine Gabe hat, diese unsichtbare Welt ein bisschen mehr zu sehen als vielleicht der normale Mensch, kam unten, wir haben ihn zum Mittagessen eingeladen, kam unten rein, nichts ahnend, zieht seine Schuhe ab, schaut nach oben und sagt, du, wisst ihr, da oben ist ein Engel, der beschützt, glaube ich, diese Treppe. Und Davina und ich, wir stehen da. Ja, etwa 2 Jahre ist er da. Und du bist da, versteht mich richtig, du hast gebetet und geglaubt, du hast es nie gesehen. Also ich habe es nicht gesehen. Aber weißt du, wie uns das ermutigt hat, dieses Gebet zu beten, dass Gott uns hilft und uns seine Engel zur Seite stellt, weil er hat's gemacht. Und wir haben es nicht mal gesehen. Mit dem möchte ich euch ermutigen, dass eure Gebete, eures aussprechende Wort unglaublich Kraft hat. Der Psalm 91 habe ich umgeschrieben. Ich habe ihn umgeschrieben und zwar persönlich. Wir vergessen manchmal, dass dieses Wort für uns persönlich ist.
Dann lesen wir von du und ihm und er und dann sind alle anderen außer ich. Geht's euch manchmal auch so? Ich habe aus der Neues Leben Bibel haben wir dieser Psalm 91 umgeschrieben. Ich möchte das lesen für euch, mit euch und euch ermutigen, es zu Hause gleich zu tun, um dieses Schutzdach aufzubauen. Und wir haben sogar noch ein nices Giveaway gemacht. Wir haben 50 Exemplare dann beim Ausgang, wo ihr eins mitnehmen dürft. Aber wer eines mitnimmt, der muss mir hoch und heilig versprechen, dass er es eingerahmt aufhängt zu Hause und es einmal pro Woche diesem Gott vorsingt oder tragt oder spricht. Glaub mir, es ist unglaublich kraftvoll. Ich und meine Familie und meine Beziehungen leben im Schutz des Höchsten. Wir finden Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird mich von allen Gefahren und mich in Todesnot beschützen. Er wird mich mit seinen Flügeln bedecken und ich finde bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt mich wie ein großer Schild. Ich fürchte mich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkel lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Und nur als Einschiebung, wenn du jüdische Theologen fragst, dann ist diese Seuche, diese Pest, ist ein geistliches Bild. Da geht es nicht nur um physische, sondern hauptsächlich um einen geistlichen Aspekt, wo Gott uns beschützt. Wenn neben mir auch Tausende sterben, wenn um mich herum Zehntausende fallen, kann mir doch nichts geschehen. Ich werde es mit eigenen Augen sehen. Ich werde sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Ich sage, der Herr ist meine Zuflucht. Ich suche beim höchsten Schutz. Somit wird das Böse mir nichts anhaben können. Und kein Unglück wird mein Haus erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, mich zu beschützen, wo immer ich auch hingehe. Auf Händen tragen sie mich, damit ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße. Löwen und giftige Schlangen werde ich zertreten. Da geht es nicht darum, dass du auf einen Löwen hinauftrittst, sondern es ist wieder ein geistlicher Aspekt. Das Schlange, dieses Symbol des Okkultismus, wir stehen auf diese Mächte des Bösen drauf. Ich werde sie zertreten, wilde Löwen und Schlangen werde ich mit einem Füßen niedertreten. Der Herr spricht, ich will dich erretten, dich, Dominik, der mich liebt. Ich will dich beschützen, dich, Dominik, der auf meinem Namen vertraut. Wenn du zu mir rufst, will ich antworten. Ich will dir in der Not beistehen und dich retten und zur Ehre bringen. Ich will dir ein langes Leben schenken und dir meine Hilfe erfahren lassen. Und ich möchte euch so ermutigen, diese Worte sind Worte des Lebens und sind für dich gemeint. Und ich habe dir jetzt ganz praktisch diese 4 Steps aufgezeigt, wo du das zu Hause tun darfst, ohne Furcht. Im Wissen, der Heilige Geist wird eine Veränderung bringen. Und für das möchte ich euch einfach ermutigen, weil in Sprüche 3,24 heißt es, Abend legst du dich ohne Sorgen ins Bett und schläfst die ganze Nacht hindurch, ruhig und tief. Und im Psalm 4, Vers 9, ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Viele Menschen fragen, wie kann ich dann im Frieden bleiben? Du darfst diese 4 Steps so oft wiederholen, wie du Freude hast. Und wir machen es auch immer wieder. Immer wieder dieser Psalm 91 aussprechen. Diese Kraft des Wort Gottes, das ausführt, möchte ich euch so ermutigen. Nehmt und regiert in eurem Zuhause. Es ist nicht recht, dass du nicht schlafen kannst. Viele fragen, wie kannst du 7 Tage die Woche arbeiten, ohne einen Tag frei und nicht ausbrennen seit Monaten und Jahren? Dann sage ich immer, ich habe etwas gelernt, ich trage meine Lasten nicht selber. Ich habe einen Gott, der gesagt hat, ich darf alle Sorgen und Lasten
Steht ihr, diese Woche war auch eine emotionale Achterbahnfahrt für mich. Mein Großvater beerdigt am Mittwoch. Aber eigentlich ein Freudentag. Im 88. Lebensjahr diesem Gott zu begegnen und wissen, ich habe einen Segen hinterlassen. Und da möchte ich euch einfach diesen Blick schenken, zu sagen, ich vertraue auf dieses Wort Gottes. Und ich nehme es ernst. Und ich regiere. Und jetzt gehe ich nach Hause und ich jage diese Teufel aus meinem Haus raus. Nicht mehr bei mir zu Hause. Und das dürfen wir immer wieder machen und Freude haben an dem. Weil ich kann dir eins sagen, es gibt nichts Schöneres als ein Zuhause haben, in dem Frieden herrscht. Und dann bist du dieser Wohlgeruch, wo du Menschen an deinen Tisch bringst und sie sagen, mir ist wohl. Wenn ich bei dir bin, ist mir wohl. Und du hast die Einladung, auf diesen Jesus zu zeigen, weil du weißt, er hat's gemacht. Amen. Lass uns miteinander in diese Worship einsteigen. In diesem Bewusstsein. Wir haben diese Psalm 91, wenn du nicht mitnehmen kannst, auch als Wallpaper zum Runterladen, auch online. Aber macht's. Es macht niemand für dich. Du machst es für dich, für deine Familie, für dein Zuhause. Und ich freue mich auf all die Durchbrüche, die wir hören werden in den nächsten Wochen, wo alle Ehre diesem Gott gilt. Und wir Dank sagen, danke Jesus, dass du uns Frieden schenkst. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.